Schon wieder jährt sich der 24. Dezember. Und ich befürchte, ich werde auch dieses Jahr kein bisschen näher an der Lösung des Rätsels von 1993 sein. Was ist damals nur passiert? Hektisches Gewusel von meiner Familie reißt mich aus meinen trüben Gedanken. Gierig stürzen sich alle auf den frisch geschnittenen Raclette-Käse. Mir kommt es manchmal vor wie eine Raubtierfütterung. Aber das macht die Weihnachtszeit wahrscheinlich einfach mit den Leuten. Wo langsam Ruhe einkehrt und sich jeder seine Käsekreationen schmücken lässt, lasse ich meinen Blick so durch den Raum schweifen. Ich habe diese Truppe ja wirklich von Herzen gern. Aber Jahr für Jahr lässt mich das Gefühl nicht los, dass uns von der jüngeren Generation ein ganz schreckliches Geheimnis vorenthalten wird. In dem Moment fällt mir auf, dass mein Onkel Willi ja gar nicht da ist. Wo ist eigentlich der Willi? Auf einen Schlag scheint jeder aufgehört hat zu keuchen. Abgesehen von meinen 2 jüngeren Cousins, die genüsslich weiterschmatzen. Der ist heute nicht abkömmlich, sagt meine Großmutter. «Oh nein, ist er krank?» frage ich besorgt. «Nein», sagt meine Großmutter einsilbig. Hör auf, so hartnäckig zu fragen. Das ist schon der Tante Maria 1993 zum Verhängnis geworden. Raunt mir mein Vater zu. Irritiert schaue ich in die Runde und nehme einen weiteren Biss Raclette. Der Käse ist schon langsam kalt geworden und das Käuen fällt mir schwerer als vorher. Vielleicht hat das aber auch gar nichts mit dem Käse zu tun. Die Stimmung lockert sich in den nächsten Stunden wieder und spätestens im Geschenkli-Verteilen herrscht wieder der ganz normale Wahnsinn. Wo mein kleiner Cousin gerade sein Lego-Hogwarts-Schloss ausgepackt hat und ich mich schon freiwillig gemolden habe, um es zusammenzubauen, klopft es plötzlich. Zuerst meine ich noch, dass es einfach Teile in der Lego-Schachtel sind. Aber dann wird das Klopfen rhythmischer und eindringlicher. Verwirrt schaue ich zu meinen Verwandten, mit der Hoffnung, dass klar wird, was das ist. Was ich sehe, zeigt mir zwar, woher das Klopfen zu kommen scheint, aber beruhigen tut mich das ganz und gar nicht. Alle haben ihren Blick auf das Schmine gerichtet. Sogar meine sonst so sorglosen Cousins und der Hund vom Grossi sowie der Kanarienvogel von Mami schauen wie gebannt aufs knisternde Feuer. Was ist da nur los? Kommt das Geräusch vom Schmine selber oder von der Wand dahinter? Wie ein Trance flüstert meine Großmutter. das ist wie Weihnachten 1993. Eiskalt läuft es mir den Rücken durch ab. Und das Mal kann ich das Gefühl nicht einfach durch ein Stück flüssigen Käse verscheuchen. Es bleibt mir im Nacken sitzen. Auch dann noch, wo das Klopfen verstummt, die Leute ihren Blick abwenden und die Gelächter wieder die Stube von meinem Elternhaus füllt. Kurz vor Mitternacht löst sich die Gesellschaft langsam auf. Als ich draussen auf dem Parkplatz meiner Großmutter Tschüss sage, sagt sie noch zu mir: Auch wenn du ihn siehst beim Wald vorne, halt nicht an. Wenn ich wer gesehen, Grossi? Der Willi.